Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife. Am no wat huet Welt jo no wirklich gut nicht gefroht, en 10. Deel von Saw. Tja, trotzdem lief gerade am Kino an ich wenn man da kannst du gucken, aber wenn mir den 10. Deel gefallen hört, da erzähl ich lo bei Filmlife. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viele Leute draußen gehen, die so ein Dach Saw aus den absolute Wahnsinn, Alkeiers von Apps Neues rausgehen, verfolgende Stadt mit absoluter Begeisterung. Es lohnt nicht so unbedingt. Es sind riesige Fans, oder aber riesige Fans. Ich fand es Saw 1 mega gut. Und ich gehe noch nach ähnlicher Mose mal bis dann den 2 an den 3, da sind, da seht, okay, storymäßig kann den das danach weiterfeiern, aber dann ist es für mich geil. Da war Saw für mich einfach just nach einem Cash Grab. Und das immer mehr lächerlich gehen und immer mehr anstrengend. Verzweigungen, Story-Verzweigungen, wo du siehst, und den hoher beigezogen. So, lo as aber ein 10. Deel do. Und den Deel as aber nicht unbedingt eine Fortsetzung. Lo glänzt nicht mit gefährlichem Hallefissen. Den Deel misst zwischen dem 2 und 3 spielen. Du setzt sich die Story schon und spielt auf jeden Fall zwischen 2 Dealer. 1 und 2 kann nicht sein. 2 und 3 müssen das sein. So, du setzt den ganzen Film und denn John Kramer ist ja bekanntlicherweise, ich denke nicht, dass ich das heißt spoilern, Krebs erkrankt. Lo hat denn aber eine Aussicht von einer ganz experimenteller, revolutionärer Behandlung und du hinterlässt sich Stoff in ein Messer leeren. Tja, so ganz ist das dann aber nicht so, wie in der Stadt 4 gestaltet, ohne lo zu viel zu spoilern. Und dann gehen wir ab. Das, was den John Kramer eben so mischt, ne? Ich meine, wir brauchen noch nicht weiter zu diskutieren, was den John Kramer so mischt. Das ist auf jeden Fall immer recht explizit. Das ist eigentlich schon die ganze Story. Also, mehr geht es nicht zu erzählen, aber mehr braucht der Film auch eigentlich nicht. Ganz ehrlich, wir brauchen kein Deep Story-Hand run. Das ist auch das, was es dann eben heute geboren wird. Das war es dann. Lo dauert der Film so ein bisschen etwas über 2 Stunden, was ja auch eigentlich noch eine relativ agreeable Zeit ist. Der ganze Film braucht aber schon eine ganze Stunde, bis das so Saw-typisch losgeht. Also, dass man bis an dem Saw-Thema dran sind, an den üblichen Folter-Falle-Methoden. Das Ganze, das ist dann so. Es freut sich am Anfang so, sind ja wirklich ein Saw-Film? Das ist aber wirklich, das ist nach alles ziemlich cool. Oder relax, wenn ich das so will. Und dann eben an der 2. Stunde hält das ganz fest ab an. Ja, mischt eben das, was man von einem Saw kennen. Und die Fälle machen noch Spaß. Die sind cool designt oder was heißt Spaß. Das ist halt so ein Ekel, sich so ein Fupeng zusammenzählen, weil ihn sich nicht vorstellen will, an der Situation dort zu sehen. Und die sind cool designt und das ist auch ganz flott. Und eigentlich insgesamt hört man das ganz besser gefallen, wie ich gedacht habe. Es sind ehrlich gesagt an den Saal gegangen und gedacht, nee, ich habe keine Lust mehr, da zu gehen. Kein Bock. Ich kann mir schon vorstellen, was das geht. Es sind aber daran ein bisschen positiv überrascht gehen. Es war nicht so katastrophal, wie das, was wir an der letzten Zeit gewinnt sind. Also, das wirklich, der Film kann tatsächlich ein bisschen positiv rausstechen an dem trashischen, niedrigen Niveau, so mal so. Also war der noch kein Meisterwerk, wie man das von einem gewinnt waren. Nee, wirklich nicht. Aber wenn der Bock und den Faden du holst, dann du bist Spaß und dann ist das schon okay. Witzigerweise kriegen wir aber heute eine ganz neue Perspektive, die wir so eigentlich noch nicht kennen. Und zwar ist John Kramer heute Männer kommuniziert als Antagonist, mir echter als Protagonist. Also, mir sympathisieren mit dem, und mir empfangen mit dem Matt, und haben auch mitleid mit dem. Und das ist so, du wirst so ein bisschen zwiegespalten, weil der ist krank, Sachen, der Mann. Und wieso empfangen ich gerade ein bisschen mitleid für den? Und ich fand das tut ein komisch Message daraus. Ja, natürlich gibt immer Leute, die schlimmer sind wie ihn, obwohl muss schon den Drop lernen. Aber trotzdem, das Ganze mit einem Gefühl von Mitleid und Sympathie rauszugehen, habe ich bizarr fand. Das war auch schon ein Thema, was ich beim Joker hatte. Das natürlich ein bisschen Apple mit Biere vergleiche vom Film mal lang. Aber trotzdem hat er noch so kritisiert, soll jemand so engem Antagonist überhaupt sympathisieren? Bei Joker hat mir das ein bisschen mehr Spaß gemacht und statt Mann kritischer nach Rot, und statt schon extremst kritischer nach Rot, weil das ja aber schon
das ja schon am volle Bewusstsein als einer kranker Intention heraus, kranker Selbstjustiz, nicht Selbstjustiz mehr, Gleichgewichtsintention heraus, sagen, boah, weiß ich nicht, ob ich das so umgehen muss, weiß ich nicht. Mir trotzdem hält der Film aber ob so einer Note ab, an auch zum Schluss hin geht das ganz ein bisschen, bah, ja, zieht sich dann ein bisschen, ja, also okay. Wenn man aber nur nach mehr abgefallen ist, als dass die Schlusssituation, die irgendwann aufhängt, schon ähnlicher muss klar zu gehen, ob wir mal herausspielen, die geht uns dann an Rückblenden bis am Detail erklärt. Also ganz ehrlich, ist immer vorkommen wie der größte Vollidiot, dort zu sitzen, dass der Film du hier könnt an mir erklärt, mir weißt du nach, du hätten das gesagt, dann das war ja die Planung doof hier, und eigentlich hatten wir ja alle gedacht, das ging so passieren, und trotzdem hätten das aber so geplant. Und es tut sich schon mal gedacht, ja, das ist okay. Los mich auch kurz drüber nachdenken und drüber spekulieren, was die Intention oder was der Plan haben drüber. Wäre das dann nicht viel mehr interessant, wenn ihr aus dem Saal gehen und so, wow, wie hat denn das da geplant? Wie wenn ihr das selber ging aus der Nähe plecken, an den Film nach Enke gehen gucken und da so hey, du sind Verknappungen dort so. So ein bisschen wie in das man einen Sixth Sense hat. Da sind sich die Filme nach Enke geguckt oder gesagt hat, nee, das kann nicht sein, das hat man ja müssen abfallen. Dann guckt ihr in den Film halt pur mal nach Enke und seht, ja, tatsächlich, es war alles dran. Der Film mischt sich mit den Rückblenden mehr dumm wie kein Sinn. Und das fand ich so schön. Das war, ich weiß, das ist ein Stilmittel, was Saw eine ganz lange Zeit mitgemacht hat. Dann irgendwie, ja, Demos, wo Saw danach groß war, hat den das danach, ich weiß nicht, Hundestadt irgendwie cool fand, das so abgelesen zu kriegen. Mir schon auch keinen Bock mehr, das viel geknallt zu kriegen. Ich will gerne selber mit Rätseln. Ja, ich fand das ein bisschen verschwendetes Potenzial daran. Dann habe ich mich auch noch gefragt, ob überhaupt viele Leute den Film gucken werden. Und das waren erstaunlicherweise recht viele Leute den Film gucken. War ich ein bisschen überrascht, weil ich mich gefragt, wen ist nur die Zielgruppe? Weil die Leute, die alle Saw-Dealer kennen, die meistens die Ermüdungserscheinungen so wie ich, dass sie so ein zehnten Teil von der Mustard sind. Die Jugendlichen, also die Junglo, die Horrorfilme wollen gucken und die Splatter-Horrorfilme wollen gucken und du siehst einfach gerade andere Sachen in der Weg. Wie ein Terrifier, der viral gegangen ist und so Geschichten. Du weißt nicht, wo ist die Zielgruppe für Saw? Wir sind ein bisschen getäuscht hier, weil es waren aber recht viele Leute. Aber muss ich einfach so sagen. Boah, auf jeden Fall, ja, wenn der Bock auf Saw hat, dann kriegt er nicht den schlechtesten serviert. Er kriegt er mal von den besseren, von denen vielen anderen für drin. Aber er war der Schluch wirklich kein Meisterwerk. Wirklich nicht. Wenn der Bock auf die Fallen hat, dann guckt die Stadt an. Ich sehe Platz, weil es gut zusammengezuckt von, ich weiß nicht, ob ich einen Ekel kann so einen Matt-Film, ne? Also so gruselig. Einfach gruselig an D2 nur zu gucken. Ja, das ist auch das, was der Saw will machen. Das ist dann auch ganz okay. So. Und in dem Sinn, kommen wir dann so los zum Schluss. Erzählt mal gerne an den Kommentaren, was ihr von der Saw-Reihe halt, was für ein eure Lieblingsstil ist. Ging mich wundern, weil Leute einen anderen Titel gänge so, oder einen anderen Titel gänge so wie den ersten. Erzählt man das ganz, ganz gerne an eure Meinung zu dem Ganzen, dass Ludo von der 10 Dealer gehen. Ja, an dem Sinn ging es so, war das doch schon, und da wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Saw X. Ciao!